Servus, Glück auf und jetzt willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur abschließenden Pressekonferenz nach dem 8:1 am 16. Bundesligaspiel zu Hause gegen VfL Wolfsburg. Und wie immer, bevor wir reingehen, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Damit gehen wir rein in den Bums. Nach dem 8:1-Sieg des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg mit den beiden Cheftrainern Daniel Bauer und Vincent Kompany, die sich beide geeinigt haben, gleich anzufangen, um warm zu werden, warm zu bleiben, ohne Statement. Also erwarten gleich Ihre Fragen. Bitte schön, wer möchte beginnen? Da ist die Bild-Zeitung aus München, bitte schön. Wie überraschend. Herr Kompany, vor allem vorne Olise, Diaz, Harry Kane, Glanzauftritt. Können Sie kurz beschreiben, wie Sie den Auftritt der beiden gesehen haben und vielleicht eine Anschlussfrage? Vorne der Auftritt, Olise, Diaz, Kane, können Sie beschreiben, beide? 13 ist. Die Spannung insgesamt mit so einem Auftritten wie einem 8:1, wie kann man intern jetzt die Spannung hochhalten? Vor allem dann auch, wenn man überlegt, wenn das so weitergeht, ist man im Ist das wieder eine dumme Scheißfrage, Alter. Aber was erwarten wir von der Bild-Zeitung, Alter? März Meister und dann stehen aber die wichtigen Spiele in der Champions League an. Vielen Dank. Ja, natürlich, die Jungs vorne, das ist individuelle Qualität. Das ist einfach so und die Jungs sind immer gefährlich. Die sind gefährlich in jedem Bundesligaspiel, aber auch im Training und man sieht das einfach, dass die Jungs das können. Und es ist natürlich nicht nur die drei, Guerrero kommt noch rein und macht das auch gut und Lennart Karl und wir haben natürlich auch noch Serge Gnabry und Jamal, die zurückkommen und deswegen ist es natürlich eine unserer Stärke, dass viele Jungs Tore machen können und torgefährlich sind. Und die Spannung, ich habe es den Jungs auch gesagt, es ist eigentlich völlig egal, wie viele Punkte. Steht alles wieder auf Null, nach meiner Meinung. Und ich glaube, wir machen diese Arbeit, weil wir Titel gewinnen möchten, aber auch einfach, weil wir wissen, wenn wir ein Spiel verlieren, dass wir einen Titel schenken für die Gegner. Das ist manchmal wie ein Titel und das wollen wir nicht erlauben und das ist eine ganz große Motivation. Dann hier gleich nebendran, Kevin Schwanklock. Ja, true. Ja, Daniel, Pirmin Schwegler hat gesagt, dass man so in der zweiten Hälfte nicht auftreten könne. Wie siehst du das? Wie siehst du die Leistung in der zweiten Hälfte? Und noch eine zweite Frage. Ihr habt eine kuriose Statistik. Also in den letzten Spielen gab es immer mindestens ein Eigentor. Kann man sowas überhaupt abstellen? Ist das Pech oder wie bewertest du das? Ja, erstmal zum zweiten Teil der Frage. Ich glaube, es war heute eine unglückliche Aktion. Wir wollten noch in höchster Not versuchen, irgendwie das Tor zu verhindern, das Gegentor zu verhindern und von daher da kein Vorwurf. Das ist vielleicht dann gerade statistisch eine Besonderheit, aber da kein Vorwurf an die Jungs. Für die zweite Halbzeit müssen wir uns bei unseren mitgereisten Fans, die, glaube ich, heute bei dem Wetter viel Aufwand betrieben haben, einfach entschuldigen. Natürlich war Bayern dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, gerade im Offensivbereich in Topform und kam dann in den Flow rein und alles hat funktioniert und trotzdem müssen wir anders auftreten. In einem Bundesligaspiel müssen die Zweikämpfe anders bestreiten, Gegentore nach der Halbzeit. War hohe individuelle Qualität, gar keine Frage. Trotzdem müssen wir es anders verteidigen, müssen uns da besser unterstützen, müssen zum Doppeln kommen. Und deswegen kann ich da Pirmins Worten nur beistimmen, sehe aber allerdings auch die positive erste Halbzeit, wo wir viel von dem umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen haben. Und das müssen wir Richtung Mittwoch, dann müssen wir diese harte Niederlage ganz schnell aus den Köpfen kriegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und müssen dann die guten Sachen der ersten Halbzeit wieder aufbauen und gleichzeitig natürlich kritisch mit uns selber sein. Dann links oben Klaus Bergmann für die dpa. Herr Kompany, hier gab es mal zwei Flügelstürmer, Ribéry und Robben, die sind hier über Jahre gefeiert worden. Was können Diaz und Olise zusammen erreichen? Und eine Anschlussfrage dazu, noch Kane dazu. Die drei Spieler kommen alle aus der Premier League. Sie haben selbst da lange gespielt. Die scheinen ja irgendwie unverwüstlich zu sein, wie Maschinen. Ist das die Premier League, die dahin gebracht hat? Ja, ich weiß nicht. Ganz viel in der Premier League kommt auch aus der Bundesliga. Also wir haben auch viele Stürmer dahin geschickt, die es auch gut tun in der Bundesliga. Und diese Jungs, die wir haben, glaube ich, das sind einfach Jungs, die
dieses Top-Niveau gewöhnt sind. Aber ja, ich würde nicht sagen, weil die aus der Premier League kommen, auf jeden Fall nicht. Aber ja, individuell sind es einfach Top-Spiele und natürlich, ich würde das noch nicht vergleichen mit Robben und Ribéry. Dafür habe ich zu. Ja, ich habe es ja in meiner Analyse gesagt, man muss halt mal bedenken, dass ein Luis Diaz erst 6 Monate da ist. Ja, und trotzdem, wir haben es heute gesehen, die Harmonie mit Ulisse ist ja schon wild. Ja, dafür, dass man auf gegenseitigen Seiten spielt. Ja, man ist ja jetzt nicht so viel aneinander, als wenn man eine Seite bildet. Ja, also das hatte schon einen Anflug heute von Rip und Rob, habe ich ja in meiner Analyse auch gesagt. Ja, es ist zu wünschen, dass beide lange beim FC Bayern sind. Ich glaube, dann werden wir noch sehr, 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 sehr viel Freude an beiden haben. Und auch als im Zusammenspiel, ne, was wir heute schon gesehen haben. Viel Respekt für diese beiden Flügelstürmer, wo ich gegen gespielt habe. Und ich glaube, die müssen ihren eigenen Weg gehen und so weitermachen. Und wenn irgendwann am Ende, weil es geht letztendlich nicht über die individuelle Qualität nur, es geht über, was die Mannschaft gewinnt. Wenn irgendwann am Ende die großen Titel nochmal da sind, dann können wir vielleicht irgendwann vielleicht über dieses Thema sprechen, aber jetzt im Moment überhaupt nicht. Aber es ist schön wichtig, was sie für uns machen. Dann wieder auf der rechten Seite Hanna Rey für Münchner Merkur und TZ. Ja, auch an dein Company eine Frage. Max Eberl hat gerade in der Mixzone gesagt, er ist immer wieder beeindruckt von dieser Mentalität, nach dem 3-1, 4-1, 5-1 noch bis zum 8-1 weiterzumachen. Was ist das Geheimnis? Wie kann man das den Spielern einimpfen? Und können Sie vielleicht noch ein Wort zu Josip Stanisic sagen, wie es ihm geht? Ja, also ich glaube, es ist schön, das zu sagen, wenn es klappt. Natürlich ist es nicht einfach, aber das ist eine Kultur. Und ich glaube, das Wichtigste für mich ist, dass die Spieler, ich bin kein Fan von Angst und ich mag eine Mannschaft, die einfach immer Mut hat, immer versucht. Ich habe das auch so versucht mit Burnley und bin abgestiegen, aber letztendlich finde ich meine Persönlichkeit zurück in diese Momente und habe ich dann auch Spaß, viel zu arbeiten. Und das ist ein großer Grund, warum ich das immer unterstütze, dass die Jungs einfach immer weitermachen. Und ich bin natürlich auch zufrieden, dass am Ende nicht nur dass wir auch die jungen Jungs mal sehen und dass die auch ihre Rolle spielen und immer wieder zeigen, dass wir Talent haben. Das ist noch ein langer Weg für viele von diesen Jungs, aber das wollen wir auch immer wieder zeigen. Und das allerletzte, Entschuldigung, ist lange Antwort, aber was ich gesagt habe, dass alles wieder auf Null steht und was ich gesagt habe, dass wir wissen, und wir haben das letzte Saison auch gespürt, wenn Bochum hier gewonnen hat in die Allianz Arena. Das ist normal, das ist wie ein Titel für die Gegner und das möchte ich keine schenken. Also wenn die das schaffen, dann Gratulation und ganz viel Respekt, aber nicht schenken. Ja. Tja. Tja. Das ist die richtige Einstellung. So musst du rangehen an den Bums. Und es ist ja nun mal so, ne? Für fast jede Mannschaft in der Bundesliga, oder sagen wir es, wie es ist, für jede Mannschaft in der Bundesliga ist das Spiel gegen den FC Bayern das Spiel. Ja? Des Jahres vielleicht so für Dortmund oder für die Champions League-Teilnehmer vielleicht nicht, je nachdem, was die für Gegner in der Champions League haben. Aber auf die Bundesliga gesehen ist es natürlich der FC Bayern das Spiel des Jahres. Ja? Und wenn irgendein Club gegen den FC Bayern gewinnt, dann ist das für die wie ein Titel. Ja, das ist nun mal so. Erst recht, wenn du so auftrittst, wie du diese Saison auftrittst. Ja, das ist ja wild. Entschuldigung, ja, Stani, ich habe noch aus. keine Ahnung. Also die Aktion sah nicht gut aus. Wenn ihr das in der Zeitlupe gesehen habt, wie er weggeknickt ist. Es war kein schönes Bild für ihn, meine ich, wie der umgeknickt ist. Ja. Aber trotzdem habe ich Hoffnung, dass es nicht so schlimm ist. Also schauen wir mal. Ja, hoffen wir es. Stani war auch gerade auf einem sehr, sehr starken Weg. Ja. Schon vor der Pause, aber auch jetzt direkt wieder reingekommen ist. Also. Okay, wir schauen auch. Wäre schade. Keine weiteren Fragen. Okay, dann Danke. nach Hauseweg. Dankeschön. Dankeschön. Dann auch von meiner Seite kurz und schmerzlos. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüss.
Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.